So, willkommen, dass ihr da wieder den Weg zurückgefunden habt zu der Collab Musik Business Bibliothek. Für neue Musikschaffende, die da vielleicht zuschauen, wir behandeln da allerlei Themen rund um Musikmarketing, Musikbusiness. Ihr habt auf der Kanalseite auch recht viele Playlists schon angelegt, wo ihr ein bisschen genauer in gewisse Subthemen reingehen könnt. Und immer mal wieder schaue ich mir auf Reddit so ein paar Threads an, beziehungsweise ein paar Kategorien dort. Und mir ist ein spannender Thread aufgefallen, nämlich hat ein User oder eine Userin gefragt nach Songs von weiblichen Artists, die pisst sind auf die Musikindustrie, sprich, die hässig sind auf die Musikindustrie. Das Ganze gibt es auch als Playlist, das tue ich auch in die Description hin und es ist einfach spannend vielleicht für die, was interessiert, einfach mal zum Schauen, was für Songs sich da angehäuft haben über die Jahre. Ich finde es generell einfach spannende Perspektive, dass sich das Internet zusammengetan hat oder auf Reddit eine Diskussion gestartet ist, wo nachher das Schlussresultat war, dass eine Playlist mit irgendwie über 70 Songs entstanden ist von Artists, teilweise auch sehr grosse Artists oder kleinere Independent Artists, wo irgendwo ein ähnliches Muster hatten, dass sie in den Songlyrics vielleicht die Musikindustrie kritisiert haben. Ich würde das selber persönlich nicht das Ganze jetzt werten. Ich würde mir nur ein paar Stories da anschauen in den Comments, die ich spannend gefunden habe oder ein paar Sachen spontan rauslesen. Ich würde da aber jetzt nicht werten, welche von diesen Stories irgendwie Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Das überlasse ich auch den Zuschauern und Zuschauerinnen, das ein bisschen selber zu recherchieren. Das Einzige, was ich da als Input dazugeben, man sollte sich auf jeden Fall immer anschauen, egal ob Female oder Male Artist, die Hintergründe, wer das released hat, also über wer das vertrieben oder veröffentlicht worden ist, wie lange die Personen, nachdem sie jetzt so etwas auch gesagt haben, vielleicht auch noch weiter released haben mit diesen Partnern. Das sind so Sachen, die ich persönlich mir anschaue. Das heisst jetzt nicht, dass das irgendwie den Inhalt würde nicht legitimieren. Das heisst es überhaupt nicht. Aber ich schaue mir das immer so ein bisschen zwiegespalten an, wenn ich sehe, okay, es ist zwar Kritik geäussert worden, wo jetzt eher nach Anti-Musikindustrie würde aussehen, aber dann wiederum sind gewisse von diesen Songs auch innerhalb von dem System sehr krass gepusht worden. Also teilweise wird es da auch Songs haben, die wir uns anschauen oder wo ihr selber auch nachschauen in dieser Playlist, die relativ viele Streams haben. Ich schaue mir nur das ein bisschen so mit zwei verschiedenen Paar Linsen an, aber das heisst jetzt nicht, dass wegen dem das ein Disclaimer war, dass man jetzt nur die Hälfte von diesen Sachen soll glauben oder nicht, keineswegs. Aber da wahrscheinlich auch männliche Zuschauer auch oft zuschauen, Musikschaffende, und die das vielleicht schon so über Rap zum Beispiel oder über gewisse Subgenres, wo eher so ein bisschen Anti-Label-Haltungen kann, die Songs, finde ich das doch sehr spannend, auch mal von der Perspektive von Frauen mitzubekommen, die vielleicht jetzt nicht gerade in deinem täglichen Playlist-Radius sind, sage ich mal, von Sachen, die man selber jetzt würde konsumieren. Darum die Playlist selber werde ich auch noch verlinken, dann könnt ihr jetzt selber auch noch ein bisschen reinhören. Ich will mir da einfach noch schnell anschauen, was da in den Comments alles vermerkt worden ist. Love Song is about being pressured by her label to make music that she wasn't interested in making. Good Old Boys Club by Casey Musgraves. It's about her being critical of the male-dominated country music scene. Okay, Country kommt da ein paar Mal vor. Dann Taylor Swift, wo jetzt eher in den News war, schon öfters. Lucky by Britney. Paper Gangster by Lady Gaga is about not wanting to sign with a label that won't respect her artistry and see her only as a moneymaker. It was a bop too. Das Spannende wird es dann vielleicht, wenn gewisse von diesen Songs, die als Kritik an die Musikindustrie oder als Musikbusiness gerichtet war, dann auch noch gleichzeitig Bobs sind oder halt zu Hits werden. Eben dort tue ich jetzt nicht eine Linie ziehen, aber ich frage mich, egal wer das jetzt gewesen wäre, ob Mann oder Frau, wenn so Kritik angebracht wird, frage ich mich amix, wie kann denn ein Song 30, 40, 50, 60 Millionen Streams haben? Also dass er relatable kann sein, dass du so verpacken kannst, dass er relatable ist, verstehe ich. Aber ich habe ein bisschen Mühe amix zu verstehen, wie dann die Songs trotzdem eine Höhe bekannt, also nicht alle von diesen Songs offensichtlich, aber wie
gewisse von diesen Songs halt trotzdem auch noch einen höheren Bekanntheitsgrad können erlangen mit dem Konsum innerhalb von dem System. I think not a pop song by Little Mix would fit. It's definitely a dig at Simon Cowell and the treatment of female singers, girl groups as a whole. Curtain Call by Tori Amos is my favorite example of this. It focuses especially on the ageism women face in the music industry. It's pretty depressing, but she brings some real fire and anger to it too. By the time you're 25, they will say you've gone and blown it. By the time you're 35, I must confide, you will have blown them all. Right on cue. Just act surprised when they invite you to take your curtain call. Gatekeeper by Jesse Reyes. A warning to those who may be affected by the issues, though it's quite dark and graphic. Golden G-String by Miley Cyrus. So the madman's in the big chair and his heart's an iron vault. He says if you can't make ends meet, honey, it must be your fault. Jason's Song Gave It Away by Ariana Grande. Die Hintergründe zu diesen Songs kenne ich amix nicht alle und sicher auch nicht so genau wie gewisse Users oder Fans da in diesen Comments das auch können sagen. Ich tendiere da jetzt eher mal diesen Stories zuerst mal zu glauben und dann Hinterschied zu schaffen, um mir alles genau anzuschauen. Das Rationale in mir selber persönlich, wie gewisse, die da auf dem Channel mich schon kennengelernt haben, lässt aber nicht zu, dass ich einfach eben mit 2 Paar Schuhe oder so aus verschiedenen Perspektiven das differenziert immer dann anschauen, wenn halt gewisse von diesen Songs, die halt vermeintlich als Kritik an die Musikindustrie oder das Musikbusiness angelegt sind und auch so released werden, teilweise so den Push haben von der grossen Maschinerie und auch von diesen grossen Musikfirmen eben finanziell backed werden und auch proaktiv vermarktet werden. Weil das ist vielleicht etwas anderes als einfach, meiner Meinung nach, ist etwas anderes, egal ob du jetzt der Superstar-Level-Artist bekannt bist oder unbekannt, ist es aber doch etwas anderes oder sind es ein bisschen verschiedene Perspektiven. Wenn du einen Song release wo nachher über eine grosse Musikfirma noch läuft, wo jetzt, da könntest du auch sagen, es sind viele Faktoren dort drin. Du könntest jetzt sagen, okay, ja, du baust so ein bisschen das trojanisches Pferd ein, die merken das vielleicht nicht und das trotzdem greenlighten und der Song kommt raus, aber gewisse von diesen Songs, vielleicht auch gewisse, die ihr da in dieser Playlist auch werden sehen, werden halt recht stark auch gepusht. Ich frage mich manchmal nur ein bisschen bei diesen Songs, wieso das so ist. Weil das zynische Ich würde jetzt sagen, ja gut, wenn ich so ein Record Executive wäre, auf höchster Stufe, und ich sehe dann, dass so ein Song nicht in Codes, sondern sehr direkt gewisse Sachen anspricht, wo uns als Entity, also wenn ich jetzt von der Perspektive von einer Musikindustrie oder von einer Musikfirma das würde anschauen, also pro Musikindustrie, es muss nicht alles immer pro und kontra Musikindustrie sein, es ist nie so schwarz oder weiß, aber gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass du so ein Record Executive wärst, der hoch oben ist und wo auch könnte vielleicht vermeintlich Einfluss darauf nehmen und sagen, hey, der Song kommt nicht in dieser Form raus, weil der Artist, der das geschrieben hat, ist halt gesigned bei dieser Musikfirma. So. Das ist schon mal für eine andere Folge, wie fest dann das Label dort auf das kann einwirken oder nicht, bla bla bla. Okay, gehen wir mal davon aus, man hat einen Einfluss drauf und die Lyrics, die da geschrieben sind, sind nicht in Code, also sind nicht kodifiziert, sondern sind wirklich direkt gegen aussen und gewisse von diesen Lyrics, die da in diesen Songs werden gesehen, sind das sehr, sehr direkt. Teilweise auch sehr dark. Wenn man das so trocken liest, ohne die Komposition im Hintergrund, wird es auch sehr trist, wenn man einfach so Wort für Wort den Text liest von gewissen von diesen Songs. Und wenn man jetzt Einfluss hätte, frage ich mich dann, wieso in erster Linie würde man das dann durchlassen? Also wieso würde man dort nicht sagen, nein, der Song kommt einfach nicht raus? Oder was heisst, der Song kommt nicht raus? Eben, inwiefern kann man den Artist dort blockieren? Egal ob jetzt der männliche oder weibliche Artist. Aber wieso würde man dann das nicht beeinflussen, dass vielleicht der Song nicht rauskommt oder wenn er soll rauskommen, dann so, dass er möglichst unter dem Radar irgendwie veröffentlicht wird und schon gar nicht erst gepusht wird. Weil für mich ist es einfacher zum Glauben, wenn man es jetzt sehr simpel anschaut, dass Songs, die Kritik haben, die von unbekannten Künstlern sind oder Künstlerinnen, oder es können auch bekannte Künstler sein, aber der Song ist nicht bekannt innerhalb von dem Musikkatalog, das wirkt für mich halt plausibler, wenn es jetzt eine wahrhaftige Kritik ist, weil es wie so ein bisschen das, wie in der Medienwelt, das Ding von Sachen, die halt dann wirklich etwas legitim anprangern, meiner Meinung nach, haben die oft nicht die Viralität.
Es könnte sein, dass vielleicht gewisse von diesen Songs aber auch, also wir reden da von einem Sammelsurium, wenn ihr das selber auch werdet anschauen, von Songs, wo nicht alle in den gleichen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten rausgekommen sind. Und teilweise hat es vielleicht auch einen gewissen Zeitgeist gehabt bei den Konsumenten, wo halt so Songs sehr relatable sind, egal ob sie jetzt sehr unbewusst geschrieben sind, die Lyrics, also sehr kodifiziert, oder ob sie sehr direkt adressiert sind. Das könnte ich mir allenfalls erklären. Aber ich schaue mir das immer ein bisschen, eben, egal von wem jetzt so eine Botschaft würde kommen, egal auch, ob das die Musikindustrie ist, sprich nicht der Musikschaffende, sondern halt Industrieleute oder eben auch jemand wie ich jetzt, würde mich da dazu zählen, die das jetzt dazu schauen oder auch so Songs hören. Ich finde es einfach wichtig, dass man das immer ein bisschen differenziert und von verschiedenen Perspektiven anschaut. Ich tue das einfach ein bisschen in eine Relation setzen, indem ich mir anschauen kann, okay, wer ist die Quelle von dem Song, sprich, wo ist der Song vertrieben worden, über welche Supply Chains, welche Musikfirmen sind da dahinter, ist der Song in der Medienwelt, beziehungsweise auch auf YouTube oder auf den DSPs, wird der Song irgendwie gepusht oder sieht es so aus, als würde der Song gepusht werden. Das sind alles Faktoren, die auch ein bisschen dort reinspielen. So. Und ich gehe einfach nicht von dem naiven Ding aus, dass das nachher einfach immer nur von der Kraft vom Song selber passiert, sondern dass es auch gut möglich ist, dass dann auch Leute dahinter sein könnten, die sagen, okay, look, wir spielen einfach mit dem Narrativ, also wir spielen mit dieser Story, weil das nicht das erste Mal gewesen wäre, dass die Musikindustrie so einen Marketing-Stunt macht und einfach gewisse Songthematiken nimmt und die einfach mega im Vordergrund tut und pushen tut. Es gibt wahrscheinlich einfachere Thematiken, aber wo man pushen könnte, wenn man jetzt Inkarnation wäre von der Musikindustrie oder jetzt eine gewisse von diesen grösseren Musikfirmen repräsentieren, gibt es sicher einfachere Songthematiken, die man an Mann und an Frau kann bringen, also an die Konsumenten da draussen, als jetzt Songs, die subliminally oder halt auch an der Oberfläche die Musikindustrie selber kritisieren, wenn ihr ein bisschen versteht, was ich meine. I still don't know how a 17-year-old Miley Cyrus was able to release this song openly dissing Disney under the Hollywood Records contract while Hannah Montana was still airing. Zum ein paar da durchgehen, finde ich noch spannend. Da hat es mal einen gegeben, wo mir selber auch mal aufgefallen ist, der ist nicht in dieser Playlist lustigerweise, die haben es nicht in die Comments da, aber die habe ich da, weil das eine gute Gelegenheit ist, um das in so einen Upload zu verpacken, ist mir dem mal aufgefallen oder ich habe mal auf IG auch eine Story zu dem gehabt. Und das ist so ein Song gewesen, wo mir persönlich einfach irgendwo in einer Playlist aufgefallen ist. Ich habe ihn gehört, ist geil produziert gewesen, hat super getönt. So als Popsong kann man den immer wieder hören. Ist in dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, einfach ein guter Song, ein starker Song gewesen. Aber wenn man jetzt da einfach die Lyrics hören und vermeintlich auch in den Kontext setzt, dass die Lynn Lapid, also der Artist da dahinter, relativ jung ist noch, wo sie das geschrieben hat oder zum Zeitpunkt, wo der Song rausgekommen ist, sagt sie da, oder sind die Lyrics, she was only 17 when producer man came offering that all her dreams would come true. What she couldn't see was he was in it for the money. Verse 2, got the girl to move to LA, got the paperwork so she could sign her life away. He knew that she was too young to know what she wanted. And now she's in the hands of good old producer man. Viele von diesen Sachen sind halt sehr subjektiv oder im Auge vom Betrachter oder von der Betrachterin. Die Lyrics von diesem Song sind mir auch beim Hören damals, kann ich mich erinnern, sind schon sehr straub gewesen, für das so ein sehr poppig verpackter Song war. Sweetie, this was part of the deal. What you thought was fake, hun, the money is real. It was too late now, caught herself with no way out. Mit den Credits haben wir da jetzt nicht gerade schlussfolgern, ob sie den Song selber geschrieben hat zu 100% oder auch mit anderen Songwritern. Auch da wieder, wenn jetzt zum Beispiel Songwriter dabei gewesen wären bei so einem Song und das nicht einfach von einer Person entsprungen wäre, das sind auch so Layers, wo ich mir dann genauer würde anschauen, wieso dann so ein Songwriting-Team auf so einen Text kommt und das an einer vermeintlich an einer neuen Künstlerin gibt, dass sie den Song performen, sind auch so Sachen, die dort teilweise ins Spiel kommen. Sign on the line, cause you're running out of time. Those who have a chance will trust in producer man. Der Song da hat 20 Millionen Streams oder über 20 Millionen Streams das letzte Mal, wo ich das angeschaut habe auf Spotify. Es ist aber ein Song von vielen. Ich habe das einfach sehr spannend gefunden, dass sich das Internet zusammengetan hat und wie so ein Sammelsurium von Songs, die vermeintlich gegen die Musikindustrie gerichtet sind. Ich würde vermeintlich sagen, weil ich nicht alle von diesen Songs und von diesen Backgrounds gecheckt habe. Von dem her könnt ihr selber ein bisschen anschauen und ja, ich hoffe, ihr habt das so spannend gefunden wie ich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.